Also, das war Fallen Walls mit Reliable Sanctuary. Und wie wir schon angedeutet haben vor dem Song, das war für dich ein Ausdruck, was Gott für dich ist. Mhm, genau. Von was sprichst du in dem Song? Mist, ich hätte mir den Text nochmal angucken können. Ähm, ja, wenn alles in der Welt schief geht, wenn ich einfach nichts mehr auf die Reihe kriege, wenn ich nicht schaffe, weiterzugehen, wenn alles über mir zusammenbricht, dann ist Gott mein Retter, meine Zuversicht. Also ist ja auch aus einem Psalm oder und auch aus irgendeinem Brief von Paulus. Da hätte ich mich vorbereiten sollen. Nein. Das habe ich einfach schon immer gespürt, dass das so ist und diese Hoffnung wollte ich teilen auch. Also Also du bist in einem Umfeld aufgewachsen, wo Gott wie dazugehört hat, so. genau. Also Gott hat dazugehört, schon, aber eher auf eine religiöse Art und Weise, sage ich mal, die nicht unbedingt lebensspendend war, sondern eher ein bisschen destruktiv. Also Ähm, destruktiv in was für einem Sinn? dass Religion einfach, also dass es kein Glaube war, sondern Religion, es waren Regeln, die mir aufoktroyiert wurden, die mir nicht geholfen haben, ein Vertrauen in Gott zu finden oder sowas, sondern es hat eigentlich eher zerstört, weil die Werte, die eigentlich gelebt wurden, nicht mit den Werten unbedingt zusammenkamen, die durch Regeln zum Ausdruck kamen. Und genau, das hat mich eigentlich, also manchmal wundere ich mich, dass Gott mich da nicht losgelassen hat und dass ich nicht eigentlich wie so viele aus christlichem Elternhaus gesagt habe, scheiß drauf, ich will das nicht, sondern ja, da hat Gott an mir festgehalten. Meine Mama hat viel für mich gebetet, hat sie mir später gesagt, dass es trotzdem irgendwie geht. Also ich bin auch da Scheidungskind und hatte da einfach auch viel Auseinandersetzung schon deswegen in meinem Haus und auch nicht alle meiner Geschwister sind dabei geblieben sozusagen, sondern ja. Und was war für dich so der Punkt oder die Sache, wo dich dann irgendwie dabei gehalten hat? Was war's für dich? Boah, das ist eine schwierige Frage. Letztendlich weiß ich es nicht, weil es gab viele Punkte, wo ich rein menschlich wahrscheinlich eigentlich gesagt hätte, das brauche ich nicht, das grenzt mich nur ein. Aber wahrscheinlich war es halt echt Gott, der mich bei der Stange gehalten hat. Also durch, dass ich ihn zwischendurch, auch wenn ich ihn nicht aktiv gesucht habe, irgendwie immer mal wieder erlebt habe. Mhm. Und ja, formell war ich die meiste Zeit wirklich auch, war immer weiter zur Gemeinde gegangen und so weiter, aber war schon lange Zeit nicht wirklich mit dem Herz dabei. Mhm. Und bist trotzdem gegangen Ja, aus Gewohnheit oder ja, aus Kultur und Gemeinschaft und ja, wahrscheinlich hätte ich auch ja. gar keinen Anreiz und auch Ja. nicht die Energie gehabt, mich da aktiv von abzunabeln. Aber so eine aktive Trotzphase hattest du in dem Sinn nicht, oder? Nee, wahrscheinlich ein bisschen im Kleinen, dadurch, dass ich dann halt keine Kirchenmusik gemacht habe, sondern halt Metal. Wie war das für die Kirche? Gab es da Reaktionen? Eigentlich kann ich wirklich froh sein und glücklich sein und sehr dankbar sein, dass unsere Kirche da super, also meine Gemeinde sehr offen war damit. Also ja, die haben unterstützt Ja. und ja, Und auch wenn du mit so einem Shirt in den Gottesdienst kommst, ja, das geht. auch dann. Das ist, ich weiß nicht, was die Leute denken, aber Ja. jedenfalls Ja. guckt mich keiner so an oder ist mir irgendwie böse oder so. Manchmal reden die Leute drüber, oder aber sprechen mich dann auch direkt an. Was ja auch gut ist, dann habt Genau. ihr ja die Möglichkeit, auch ein bisschen den Horizont ein bisschen Ja, zu genau, öffnen. Vorurteile werden abgebaut. Ja. Ja. Was hast du das Gefühl, was ist der Vorteil von harter Musik und von Metal, von Rock, und von dieser ganzen Kunst, die auch so ein bisschen das Dunkle oder das Düstere zulässt? Was hat das Positives? Also für mich persönlich ist es irgendwie die Art der Musik, bei der ich am besten Emotionen loswerden kann, Mhm. zum Teil. Ähm, habe ich die letzten Tage drüber nachgedacht, dass ich sehr genieße, dass im Metal Trends nicht ganz so ausgeprägt sind wie in Popmusik. Okay. Habe ich jedenfalls das Gefühl, was ich irgendwie gut finde. Und
Ja, weiß nicht. Es sind andere Stereotypen im Metal. Also, da gibt's auch viel Stereotypen und viel Gepose, da braucht man sich nix vormachen. Aber trotzdem komme ich damit besser klar als mit der Popkultur. Ja, okay. Und was ist denn für dich so ein bisschen der Hauptunterschied oder was sind so die Aspekte, wo du dich damit identifizieren kannst? Also wenn du sagst, Emotionen auch rauslassen, Mhm. was verbindest du dann mit dieser Art von Musik? Boah, ist auch schwierig. Also, ich bin eigentlich kein wütender Mensch oder Ja. sowas, aber für mich ist das Schreien bei Metal jetzt auch nicht in erster Linie irgendwie wütend. Also, ich habe auch meistens, glaube ich, auf der Bühne gegrinst. Also ich habe da irgendwie keine Show gemacht und habe den wütenden weißen Typen Ja. gegeben, der ich halt nicht war, weil das hätte ich auch albern gefunden. Aber, vielleicht bin ich auch deswegen kein wütender Typ, weil ich, diese Wut, die vielleicht entsteht, schon rauslassen kann, bevor sie Schaden anrichtet. Ich habe gerade vor ein paar Tagen von einem Typen, den ich kenne, der auch Musiker ist, hat so ein Video hochgeladen, wo er gesagt hat, dass er glaubt, dass die meisten Menschen mit ihren Gefühlen überfordert sind, weil sie nicht lernen, damit umzugehen, Ja, sondern sie versuchen, sie immer wegzustecken. Und dass es definitiv. eigentlich ganz gesund wäre, wenn man sie irgendwie an sich ranlässt. Und ich glaube, da hat halt der Metal schon so die Möglichkeiten, gewisse Gefühle den Raum Ja. zu geben, die in anderen Musikrichtungen dann so ein bisschen. Genau. Kein Gefühl ist schlecht, aber man muss lernen, Gefühle, die sonst destruktiv werden, zu regulieren. Und da ist halt Musik eigentlich 'ne super Sache. Wie ist dann diese Art von Musik überhaupt in dein Leben gekommen? Genau, nach, stilistischen Ausflüchten in andere Gefilde. Also, ich bin mit Punk groß geworden über meine Geschwister, dann habe ich Hip-Hop gehört und so. Und dann ist eigentlich über meinen, einen Kameraden in der Berufsschulklasse, über Metalcore, so bin ich wieder auf diese Musik gekommen. Und ich stand dann auch auf Metalcore und dann bin ich halt auf meine ehemaligen Schulkollegen, zum Beispiel halt Helge, dazu, also, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber jedenfalls, wir haben angefangen, irgendwie mit Musik zu machen und so: „Willst du mitmachen?“ Ja klar, gerne, voll gerne. Und dann ist es halt dann eher Metal geworden, was ich jetzt halt glücklich drüber bin. Und nicht Metalcore, wie das, worauf ich dann stand oder wo ich halt grad herkam sozusagen. Was hat 'n Metal für eine andere Qualität, dass du jetzt sagst, du bist froh, dass du da gelandet bist? Weil die Metalcore-Szene für mich einfach 'n bisschen festgefahrener ist Okay. und, also 'ne geringere Bandbreite. Mhm. Die Musik ist für mich nicht so, ne, ja, hat einfach nicht, ist nicht ganz so breit gefächert und deckt auch emotional für mich nicht ganz so 'n großen Rahmen ab. Mhm. Und, ein großer Unterschied ist auch, dass ich, auf diesen Konzerten diese Schattenboxer-Typen überhaupt nicht mag. Ich stehe am liebsten da und bänge 'n bisschen mit'm Kopf so und da will ich nicht so, extrem irgendwie umgerannt und gerempelt werden, das mag ich nicht. Ja, ja, ja. Also, ich finde es total witzig, was du gesagt hast, eben mit diesem Schreien auf der Bühne, aber trotzdem grinsen und mit diesem eigentlich, glücklich und zufrieden sein und Mhm. trotzdem die ganzen Emotionen. Weil ich habe auch gerade so eine Dokumentation geschaut von einem Comiczeichner, den ich sehr mag, und der malt auch die ganze Zeit nur Monster und sowas. Und dann, ist auch so, dann rausgekommen in der Dokumentation, dass jeder, der sagt, wenn man den Typ dann kennenlernt, dann Mhm. kann man wie im Kopf nicht zusammenbringen, wie das passt Ja. so. Wie jemand, der eigentlich so ein ausgewogener, glücklicher, zufriedener Typ, der so diese ganzen destruktiven Dinge von sich geben kann. Und ich finde das auch in der Gestaltungswelt vom Metal so spannend, Mhm. weil es ja da wirklich die ganzen Abgründe gibt so. Mhm. Und dann trotzdem, wenn man dann mit den Leuten zu tun hat, dann hat man sieht so dieses Gemeinschaftsgefühl im Ja. Metal und so. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ja.